Joa spielt das Tanztheater in Norderstedt. Obstons deit Sniedernörig auf das Programm. Ein ollen Klassiker, ein richtig ollen Gnadderbüdel, der denkt, all Welt will bloß sein Best, sein Geld. Man ist hier damit wahrhaftig auf dem rechten Pad oder sieht die Welt vielleicht doch lütbeten anders ut as he denkt. Und der Titelroll von den ollen Sniedernörig, der übernimmt Michael Kopro. Für ihn ein Traum. Endlich mal ein Rolle, die auch unsere Legende Henry Fahl spielt hat. Ja, er hat an sich von unserer Theater immer die besten Rollen gehabt. Und also ich wäre so ein richtiger Fan von Henry Fahl. Aber ich darf nicht wie Henry Fahl spielen. Das ist die Bedingung. Ich glaube, ich spiele ihm noch böser als Henry hat spielt. Aber da ist gut. Frag doch ihr Pankows allein. Ich bin an. Ist die das schwurvoll, wenn du so Henry Fahl in Achterkopf hast, nicht so zu spielen, als er das gemacht hat? Nee, an sich nicht. Ich habe von Anfang an meinen Weg gegangen und so ist er geworden. Was er berufen ist, das sind die Leute, die kommen. Ja. Wo bist du denn rangegangen, die Idee wohl anzueignen? An sich, ich habe erst mal gelesen, dann habe ich mich in den Typen so reinversetzt. Und ja, dann bin ich plötzlich so geworden. Ne? Mit meinem Frau sagt er, du nur, hör ab, du bist hier nichts niedertust. So. Falls schwur, wenn der Udo Roll runterkommt, ist nur noch was knattern. Ja, ich mag ganz Spaß und so mal richtig böse Rolle zu spielen, das ist auch mal eine Herausforderung, du, aber ich glaube, das kriege ich ganz gut hin. Nun bist du mit der Plattdeutschen Bahn nicht vertraut, weil du hast ja auch paar Mitspielers auf der Bühne, die muss sich das richtig anlernen. Ja. Was meinst du, wo mogt ihr das denn? Also ich bin begeistert, vor allen Dingen von meinen Enkelin. Weil die das schafft, die kann kein Wort platt. Die lernt die Rolle und hinterher lernt die nochmal platt. Also das ist alle Achtung, muss ich sagen. Das ist eins Unsinn, was du hast nach dem Geist. Die meinen gar nicht die meinen mein Geld, was ich für die Sport habe. Ja. Hey, mit mir und nicht dein Geld. Ich kann mir mal verlangen, wo viel Plattdeutsch oder Hochdeutsch ich gliks zu hören krieg. Elisabeth, du spielst das dritte Mal Plattdeutsch auf der Bühne. Wo schworfällt dir das noch? Ja, so ein Beiden war schon, ne? Wo geist du denn nur ran, den Text überhaupt zu lernen? Du hast ein Textbuch und dann, jetzt muss auf Hochdeutsch, ansonsten, wie sind morgen noch hier? Du lernst erstmal alles auswendig, deinen Text, und wenn du dann bei den Proben bist, dann lernst du erst richtig, wann dein Einsatz ist und wie du dich bewegst. Du versuchst dich einfach nur in diese Person rein zu versetzen und dann geht das auch gut. Und verstehst du das auch nichts, was du da sagen schaffst? Jo, an sich schon, aber so Ratte an, irgendwie Ratte, das kriege ich noch nicht mal ausproben. Das ist so, da muss ich dann fragen. Aber die Tanks, da sind ja genug Leute, die können mir das vertellen. Ne? Laut lernen, das ist wichtig, immer den Satz laut auszusprechen und dann geht das auch. Und die einzelnen Worte, die man eben verkehrt sagt, da wird man berichtigt und das, ja, dann lernt man es beim nächsten Mal. Nochmal zu Hause, immer dieses eine Wort, bei mir war es eben dieses Duat, ne? Das dauert noch, aber ja, da gab es dann eine schöne Eselsbrücke, ne? Den Rod Stewart. Ja, und das läuft dann, das läuft. Okay. Und musst du von dort noch über das Progno denken, wenn du spielen darfst? Nee. Dort ist mein Text und mein Text, das ist drin. Jetzt
könnte ich nicht mit dir auf Plattdeutsch. Das geht einfach nicht. Da kommt wir noch hin. Ja, aber das geht. Ne? 5 Jahre bin ich dabei und die Aufregung geht runter. Ne? Und in 20 Stunden, ja, da können wir Platz nehmen. In 20 Stunden? Ja, 20 Stunden! Ja, nee, aber jetzt reden wir. Christian, wie habt ihr just snackt da über das nicht all so gut Plattdeutsch snacken konnte von Hus oder als Michael Kobro, als Niedernördlich. Auch du bist ein, der das freie Snacken erstmal über Theaterspielen lehrt hat. Wo ist das damals losgegangen, wie die? Das ist all in der Schule losgegangen, ja. Wir hatten nämlich eine Klasse 5 oder so, da hab ich eine Plattdeutsche AG hat für die Schule, da hab ich teilgenommen und da hab ich das Plattdeutsch lehrt. So ein Beten zumindest. Dann hast du das also schon für Ja, das ist all Schummel, wenn ich dir mal was anderes vertellt habe. Ach so, ach so. Aber nun habt ihr hier ja auch ein paar Anfängers, also Plattdeutsch-Anfängers. Wo habt ihr die so ein Beten mit der Spruch auf der Beine? Also ich komme mich noch besinnen, ich habe früher immer so ein Tonband kriegen von der Renate Lüdecke. Der hat mir meine Roll abgesprochen auf dem Band, damit ich mir das anhören und lernen kann. Wie mag das mit den Nigen, Lügen, Beten anders heutzutage? Wie mag das in der Leseprof? Da sitzen wir ja zusammen und dann lesen wir hopen das Stück durch. Und jemals, wenn die was falsch aussprechen deit oder Frucht habt, was das bedeutet, was das bedeutet, ne, dann helft wir ihm und so lehrt ihr das Stück wie Stück. Einen plattdeutschen Text auswendig lernen, das ist ein Sog. Ich weiß, nur hast du all von der Plattdeutsch AG vertellt, aber frei snacken, das ist ja doch noch mal ein Snack was anderes. Ja, wo lang wäre weg, bitte, dass du so frei und spontan mit mir Plattdeutsch snacken kannst? Wenn ich ehrlich bin, ich hab das gar nicht mag, wo lang der mich mehr. Ich bin ja nur 30 Jahre wie Tankste oder und hab so viel Rollen spielt und so viel Wörter dobi lernt, dass das mittlerweile drin ist im Kopf. Und mit Spoken do ich mir auch Licht. Hast du einen Tipp für Plattdeutsch-Anfängers, wo sie sich gelichter dauert, Plattdeutsch zu lernen? Ein Tipp, ja, da muss ich mal über nachdenken. Open sehen für das Sprach. Einfach open sehen und sich nicht entmutigen lassen, wenn man mal was aussprechen darf, was nicht so richtig ist. Nicht abgeben, dranbleiben. Es ist noch kein Meister von Himmelfullen und mit der Zeit, da läuft das. Plattdeutsch über das Theaterspielen lernt, das könnt ihr natürlich nicht bloß wie Tankstheater, man auch noch wie Masse an der Bühne. Kickt doch einfach mal in so einen persönlichen Wohnort, wo das eine Plattdeutsch Theatergruppe gibt. Das ist ein golden Instich oder wie Volkshochschulen und das gibt ja noch so viel Anersuchen. Man lehrt platt und habt keine Hemmung, snackt einfach oblos, denn war das all.